Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des FC Bayern Taktikfuchs. Leute, diesmal zum Spiel zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Ihr seht es ja unten links eingeblendet. Ja, in diesem Video geht es darum, wie würde ich aufstellen, was denke ich zum Spiel, wie ist mein Tipp zum Spiel und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, Leute, lasst sehr gerne ein Abo da. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, ich denke, gegen die TSG sollte es schon ein klarer Sieg werden. Ja, die scheinen stabil zu stehen, bekommen sehr wenig Gegentore die letzten Spiele, wenn man sich die Statistiken anschaut. Nichtsdestotrotz erwarte ich 5 Hütten von uns. Ja, ich tippe 5:0. Vielleicht wird es ein 5:1 oder warte, ich weiß es nicht. Mein Tipp wird 5:0 sein. Man muss einfach Feuerwerk abbrennen. Ja, man muss einen Flow mitnehmen. Gegen Gladbach war schon ein guter Anfang, denke ich. Und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich. Das ist meine Erwartungshaltung. Ob das so kommt oder nicht, werden wir natürlich sehen. Ja, ist natürlich auch ein neuer Trainer und so weiter. Bei Hoffenheim ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wie weit er in seiner Entwicklung und so schon ist. Aber nichtsdestotrotz mit unserer Art Fußball zu spielen, ich meine, wir haben schon ganz andere Gegner in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Von daher erwarte ich das einfach von unserer Mannschaft gegen Hoffenheim. Ja, einfach um auch Stärke zu zeigen, Stärke zu demonstrieren. Aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass wir die 3 Punkte holen. So, ne? Von daher, gut, gehen wir mal rein. Manuel Neuer stellt sich ja wieder von alleine auf, weil nichts anderes da ist. Harry Kane stellt sich natürlich auch von alleine aus, weil auch da keine Alternative in diesem Kader vorhanden ist. Gut. In der Innenverteidigung, ja, Opa ist wieder da. Was heißt wieder da? War ja gesperrt. Und, Junge, jedes Mal suche ich einen Ninja hier. Eric Dier hat es gut gemacht. Ich denke, ist auf jeden Fall, wie wir gesehen haben, eine valide Alternative. Aber Opa hat natürlich noch kein Spiel gemacht. Opa muss natürlich reinkommen. Und wir haben jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht, dass man sagen muss, Minje braucht jetzt gerade eine Pause. Von daher würde ich unsere beiden Stamm-Innenverteidiger aufbieten. Gut, auf der rechten Seite, ja, Stani ist noch keine Option, von daher Conny Leimer, aber Stani ist sehr nah dran. Also da können wir in den kommenden, ich will mal behaupten, 2 Wochen mit Sicherheit damit rechnen, dass ein Stani wieder eine Alternative wird. Von daher würde ich bis dahin jetzt auf den Conny Leimer setzen. Er hat sich da ein bisschen festgespielt, denke ich. Das ist völlig fein. Auf der linken Verteidigerposition würde ich einen Guerrero reinwerfen. Ja, mag jetzt für viele überraschend sein. Warum? Ich denke, Hoffenheim ist ein Spiel, wo man dann auch mal ein bisschen was für Spielpraxis tun kann. Ja. Und wir haben jetzt 6 Spiele in 18 Tagen. Wir haben jetzt die nächsten beiden Spiele nach Hoffenheim, haben wir Wolfsburg und Feyenoord vor der Brust. Das werden beides keine einfachen Spiele sein. Und ich tue mich schwer damit zu sagen, ja, man wirft dann wieder einen Guerrero rein, der irgendwie seit 6, 7 Spielen nicht mal ein Spiel über 90 Minuten gespielt hat. Ja. Von daher denke ich, wäre es ein gutes Spiel jetzt gegen Hoffenheim, den Guerrero da mal die Spielzeit zu geben und von C. Davis draußen zu lassen. Ja. Gut, Mittelfeld, ja, kommen wir ja gerade nicht mehr drum rum, wie immer. Kimmich war mega stark gegen Gladbach. Ja, da gibt es gar keinen Diskussionsgrund. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ansonsten haben wir natürlich die Qual der Wahl jetzt mit Goretzka und Pavlovic. Auch hier würde ich es halten, wie ich es gerade bei Guerrero hatte. Ich würde einen Pavlovic bringen. Ja, einfach zu gucken, wie ist der Stand, wie ist die Form beim Pavlo. Leon hat es gut gemacht. Leon kommt aber auch klar mit dieser Rolle als Herausforderer. Ja. Von daher, auch da denke ich, ist es wichtig, dass Pavlo dann auch jetzt ein bisschen Spielzeit bekommt.
Und nicht, dass man sagt, komm, wir nehmen jetzt mal die erste Elf und prügeln die erstmal 3, 4 Spiele durch und wechseln nur dann, wenn irgendwas passiert. Ja, man sollte schon äh, nicht nur 11 Spieler haben, sondern seine 13, 14, 15 Spieler, wo es dann kein Problem ist, wenn die einfach rotieren. Ne? Dass das dann kein Qualitätsverlust ist. Und von daher denke ich, ist es Zeit, jetzt ein Pavlo da die Spielzeit zu geben. Gut. Ja, auf der rechten Seite, Leute, brauchen wir nicht drüber reden. Also ist unsere einzige Konstante. Wenn man ihm eine Pause geben wollen würde, könnte man das vielleicht auch jetzt tun. Ich weiß nicht, wie weit ein Gnabry schon ist. Von daher fange ich mit Michael an. Ansonsten hätte ich einen Gnabry aufgestellt. Auf der rechten Seite einfach, um Michael jetzt nochmal für die beiden oder für die schwereren Spiele, die jetzt kommen, vielleicht nochmal ein bisschen Schonung zu geben. Aber das kommt natürlich auf seinen Fitnesszustand auch an. Er macht jetzt nicht den Eindruck, als dass er irgendwie nicht fit genug wäre, um 6 Spiele in 18 Tagen zu spielen. Gut. Aber als Alternative würde ich jemanden Serge eintragen. Linke Seite bei mir King. Ja, ohne Wenn und Aber. Es scheint gerade, dass er auf jeden Fall in einer guten Form ist. Als Alternative Mathys Tell. Also Leroy Sané brauche ich hier nicht als Alternative eintragen, das ist er aktuell nicht. Ja. Auch nicht für einen Kurzeinsatz. Dann lieber Mathys Tell, man hat sich heute wieder klar geäußert zu Mathys Tell, dass man ganz klar an ihm festhält, dass man ihn sieht, dass man mit ihm den Durchbruch schaffen will und da muss man Mathys Tell Spielzeit geben. Auch wenn die Leistung gerade nicht danach schreit. Aber sollte das Spiel nach 60 Minuten safe sein mit 3-0 oder sowas, da muss man halt Mathys Tell da reinwerfen und ihm eine halbe Stunde Spielzeit geben. Ob das dann auf der linken Seite ist oder vorne für Harry Kane, sei mal dahingestellt. Ja, in der Mitte wird es ja darauf ankommen, ob ein Musiala wieder fit ist oder nicht. Ansonsten wird ein Thomas Müller da auflaufen. Und das wird er auch bei mir. Thomas hat es gut gemacht. Ich würde auch mit Müller wahrscheinlich anfangen. Müller hat nicht mehr die Power für 90 Minuten, meiner Meinung nach. Von daher gib ihm die erste Halbzeit, Jamal die zweite Halbzeit, wenn er fit genug ist. Das hörte sich auf der PK eigentlich so an, dass er heute wahrscheinlich im Abschlusstraining sogar dabei ist. Wenn er natürlich 110% fit ist, dann sollte natürlich Musiala anfangen. Ja, das weiß ich halt nicht. Von daher können wir das hier auch gerne changen. Dann sollte natürlich Musiala anfangen, weil er hätte die Spielpraxis, die jetzt hat er jetzt auch nicht gehabt. Freundschaftsspiel nicht dabei, jetzt in Gladbach nicht dabei. Also wäre es natürlich auch wichtig, dass auch er wieder ein bisschen in den Flow kommt und dann würde ich ihn schon bringen. Dann kann man ja immer noch sagen, nach 60 Minuten kann man ihn auswechseln oder 70 Minuten. Ja, das wäre so meine Aufstellung. Nichts Überraschendes, denke ich. Ja, Guerrero vielleicht für Davis, ja. Ansonsten denke ich, kann man das so aufstellen. Alternative für Harry Kane, ja, wäre dann halt entweder Thomas Müller oder Mathys Tell. Und ansonsten, Goretzka kann natürlich auch zur Not eine Alternative in der Innenverteidigung sein. Rechter Verteidiger, ja, können wir ja gerne Adam Aznu reinsetzen. Wird natürlich nicht passieren. Aber auch da wäre es bei mir so, wenn es nach 60 Minuten durch ist, würde ich dem Jungen einfach mal 30 Minuten geben, um sich einfach mal zu zeigen. Ja, aber das hat man schon in der Hinserie nicht getan. Ich weiß nicht, ob es da Gespräche gab oder nicht. Das werden wir sehen anhand dessen, ob es vielleicht so kommt, dass der Junge dann mal ein bisschen Spielzeit bekommt. Conny Leimer ist jetzt auch nicht so der Rechtsverteidiger, wo man sagt, das ist eine absolute Maschine auf dieser Position. Von daher wäre das mit Sicherheit möglich. Ja, aber genauso auch auf der linken Seite. Ja, das wäre meine Aufstellung gegen TSG Hoffenheim. Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft das angeht, ob sie vielleicht ein bisschen schon versucht, mit den Kräften zu haushalten. Ich weiß es nicht.
Bin auch gespannt, ob Kompany dem einen oder anderen Spielzeit gibt oder ob ein Kompany sagt, ja egal, die letzte Elf, die gespielt hat, knallt wieder durch. Kann natürlich auch sein, ähm, was mit Sicherheit auch nicht verwerflich ist, wenn diese erste Elf dann, aber gut, in Sané musst du auch was tauschen, Alter. Aber wenn diese Elf dann im Flow ist, ist sie im Flow. Ja. Und wie gesagt, ein Goretzka hat es gut gemacht gegen Gladbach. Da war jetzt nichts, was ich schlecht gesehen habe. Klar ist er nicht der Aufbauspieler, wie es ein Pavlo ist. Ja, da muss man halt wissen, was man in seiner Mannschaft will. Aber die Fähigkeiten, die ein Goretzka hat, das hat er gegen Gladbach ordentlich gemacht. Mit ein bisschen Glück hätte er sogar noch ein Tor gemacht. Also von daher ähm, muss man sich da jetzt gar nicht hinstellen und dann einen riesen Fass aufmachen. Ich denke auch, dass ein Pavlo besser in dieses Konzept passt, allein von der Spieleröffnung. Wenn aber dann ein Kimmich so spielt, wie er gegen Gladbach gespielt hat, ja, so präsent in der Spieleröffnung und auch direkte Bälle und nicht nur quer nach hinten und ich guck mal und mache irgendwie einen Chipball, ähm, dann dann merkt man das nicht so, dass ein Pavlo nicht da ist. Sollte Kimmich aber wieder in seine gewohnten Muster verfallen und so spielen wie immer, ähm, dann ist das mit dem Goretzka keine Lösung. Dann muss ein Pavlo dahin, weil er dann der kreativere Teil ist. Ja. Aber das wird man sehen. Gut, Leute, das wäre meine Aufstellung. Mein Tipp habe ich euch gesagt. Ich wünsche uns natürlich allen ein schönes Spiel und natürlich hoffentlich mit einem guten Ergebnis für uns. Ich denke, gerade jetzt diese 6 Spiele ist es super wichtig, dass die erfolgreich gestaltet werden, einfach weil man dann natürlich den Flow behält. Ja, ist natürlich was anderes, als wenn du dann da irgendwie ein Unentschieden oder eine Niederlage mit einstreust, das wissen wir alle. Und das sollte man dann nicht schon gegen Hoffenheim tun. Es kommen noch stärkere Gegner in den nächsten 5 Spielen, die danach noch kommen. Bevor wir dann hoffentlich, wenn wir beide Champions League-Spiele gewinnen sollten, unter den ersten 8 sind und dann hoffentlich einen ruhigeren Februar haben mit keiner englischen Woche. Ich glaube, das würde dieser Mannschaft gut tun. Ich glaube, das würde Vinny gut tun, weil er nochmal ein paar Sachen trainieren kann. Das würde den Kader gut tun, weil weniger Verletzungsgefahr, mehr Spieler zurückkommen und dann könnten wir sehr wahrscheinlich, wenn wir gut durch diese 6 Spiele jetzt kommen, mit einem vollen Kader und einem fitten Kader in die heiße Phase im März und April dann reingehen. Ja, das wäre, glaube ich, schon ganz gut. Und im Februar wäre dann natürlich auch eine Menge Zeit, um Vertragsgespräche zu führen. Ja, sind die Spieler nicht so eingebunden, nicht so viel auf Reisen. Das wäre dann schon gut. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt eine schöne Restwoche und hoffentlich morgen ein gutes Spiel.